Lost my way when I called upon His name. Then He rescued me. Now the song will sing. What a loving God is He. Out of His great love, He picked me up, set my feet on a sturdy rock. Out of His great love, I learned the meaning of salvation. Out of His great love. Door de mooie sola. Dit is mei de 30ste. Moet je eens kijken. Mei de 30ste, 2026. Jezus is nog niet teruggekomen voor zijn bruid, aber we leren aan. En van nu tot aan zal we zijn woord verkennen. Menschen zijn dat God is hen goed. God wil zin vergeven. De zin is betoeld. Dat is wat we hier doen. Dit heet gedanken ziet Gottes woord met me, Mr. John Peters. En Boel 3 met Apostelgeschichte, kapitel 10. On a sturdy rock, out of His great love, I've learned the meaning of salvation. Out of His great love. Alright, so dat vijfmaal. Dan horen we ons Apostelgeschichte 9, 4 gesteld en 4 4. Wo de grootste, eerste, de wat het meeste Iver had voor God, wat religieus weer, wat zich aan het oude systeem vasthield, de grootste mens met de grootste schaal, de bekeert zich tot Jezus Christus. Waarom? Wenn Jezus geeft niet op aan den, Jezus holt zich den zo te zijn en zegt, Saul, waarom des mij vervolgen? En Saul is het van ik, nou wat meinst die? Met wem red ik hier? Wat zegt Jezus? Die des meine Kinder vervolgen, dat meint die des mij vervolgen. Nu go, en ik wil die wijzen wat die voor mij zal doen. En zo, die Geschichte van hier wieder is, ik wil zeggen, 75% was Paulus. Die Geschichte, dat wir Saul en waar hij Paulus. Denkt aan Saul, wir zijn jüdischer Naam. Denk aan keine Saul. En Paulus, wir zijn griechischer Naam. En zo, hij, dat sogar zijn naam ändern, bloß dat die Heiden würden da in gefolgen haben an ihm und würden vielleicht leichter in seine Botschaft horchen, als wenn er nu ein Hort macht, ja, Hort schall ja Jüd wäre, nicht so? Jüden, die fehlt an den Heiland. Engländer fehlt an den Heiland. Mexikaner fehlt an den Heiland. Den Russ fehlt an den Heiland, aber weet je wat, die Deutsche, die fehlt ook an den Heiland. Ons fehlt al an Heiland, dus keiner wat uitgebleven is van de zin, van de zindliche Natur, den verlorenen Toestand, en jeder einem fehlt het Evangelium, hier wie einer wat zich dan bekeert. So, Apostelgeschichte 9 hier dan op met een paar heilingen, wat Petrus deed, durch Jezus Christus, da werden wir reich verstehen, dass wir nicht Petrus wat er heilen deed, dat wir immer Jesus, hier wie ein Aeneas, der wir hier lebt. En mir sagt, dat sagt wat interessant is, Petrus sagt den Jesus Christus heilt die. En so dus Petrus wat eerst immer an sich gedacht hat, en an Peter denken deed, en Peter wil het verste zijn, die wir niet gefällt met den Heiligen Geist, en die wir niet ons heil geeft te Jesus Christus. En hij sagt, Jesus heilt die, en dan wat die mensen heilt, wat passiert, dat ganze dorp, en dat Noberdorp, dat die dorpen heeten Lida en Sharon, die bekeerden zich tot Jezus Christus, en God had hier een wonder gedaan, man geënt, en dat wijs waren in Jezus Christus. Dan is er een vrouw, wat voor de armen geleefd heeft, en geschaft heeft, van met dagen genäht, kleider, dat we een Tabitha, Dorcas, wie er andere noemt, en die starf, en die roepen ze Petrus te gaan, als hij niet wil beden over de leiche. Jo, dus zijn we gestorven, dus zijn we dood. En zo nu deed Petrus, wat Jezus voor den Lazarus gedaan had, en Petrus beet over haar, dan sagt het ganz einfach op Deutsch of op Engels of op Spanisch, sagt het, ze mir geht de uren op, en hij bracht haar te de andere wat truren deed over haar, en dan sagt het, wat passiert? Menschen bekeerden zich tot Jezus Christus. Nu zijn we in Apostelgeschichte kapitel 10, en du is een Kornelius, niet knals. Moet blijven zijn, een Kornie. En hij is niet een Jood, hij is een Römische soldaat. Hij is over 100 soldaten, hij had een ambt, hij had een macht.
Rome had durch Judea en dicht bij Jeruzalem ook in Jeruzalem allerlei groepen van soldaten. Waarom? Omdat de Römische gezegd heeft dat de vrede wordt blijven. En manche Juden wie immer naar Abreines gegen die Römer. Die haben zo'n Krieg. Krieg ist in der ersten Tag, der später die Terroristen die looten steeds gleich Tag. Ne? Die Juden die immer gegen die Römer kämpfen. So die Römer hatten in Judäa en Israel Soldaten. En das Kornelius, die über 100 Soldaten. So, hij was een eerste policeman, eerste soldaat. Maar dat zag ik 3 dingen van aan. Ze werden gottesvruchtig, ze deden geven te de armen en hij deed beden. Nu als mijn vrouw, dat hield zich ons goed. Weer wat aardig? Jode weer. Deze 3 dingen doen je niet raden. Die kost gottesvruchtig zijn, die kost beden, die kost de armen helpen, die was het danach nicht den schönen Himmel mehr. Warum nicht? Wegen am fehlt noch ein Denk. Ich habe meist gesagt, am fehlt das 4. Denk, aber das ist nicht das 4, am fehlt das 1. Denk. Der beste Mensch ohne Jesus Christus ist verloren, mein Freund. Wo finde ich das? Kijk hier, Apostelgeschichte 10. Das wir ein guter Mensch. Haben wir nicht ein Jude, aber haben wir Gottesfürchtig zu den Gott von den Juden. Die Juden bleiben an ein Gott, die Römer bleiben an Hunderte und Tausende. Die Römer die Jata, die werden immer fragt und doll und wittig und hatten krijgt so viel Sinn, dass sie hatten. Maar sie hatten für alles eine Aufgabe. Aber hier wir einen römischer Soldat, die bleibt an den Gott von den Juden. So haben wir gottesfürchtig. Aber die Schrift sagt was über die Gottesfurcht. Der Buchsprecher sagt, dass die Gottesfurcht ist der Anfang von der Weisheit. Und wenn er sagt, der Anfang von der Weisheit, dann meint er fehlt noch was, ne? Maar dit is al 3 dingen. Jo, hij weer gottesvruchtig, hij juicht en hij deed beden. Nu komt een engel Gottes naar aan en een visioen, bij hem dromen of zo. En wanneer het passiert dat, als hij beden deed, so dat is wichtig beden en opstaan. En die zegt de engel, die fehlt nog wat, maar die zal ze wem vrij. Schak die soldaten en du in de stad Joppa, dus een Peter en Petrus, die wordt die nog komen vertellen wat die alles fehlt. Weet je wat mir dat zegt? Gott hat nicht so leicht, dat kein Mal zijn Evangelium mitteilen durch Engel oder durch sich selbst. Jesus ist hier was, die hat für andere Menschen eingestellt die Arbeit. Und wer sind die Menschen? Dann wir nicht der Apostel. Dann wir nicht die, die an der Apostel die Lied bleiben. Und die sind ein die von dir. Alright, so, wenn wir nicht bloß nicht die Apostel leiden, dann würde es gleich schaffen, wenn die sind hier gleich mal. Nicht fehlt Gott an mir und die, zum anderen Menschen von anvertraut. So, das Engel verteilt Kornelius gleich das Evangelium. Der Engel sagt gleich zu Kornelius, die fehlt Jesus Christus. Der Engel sagt, raub diesen Peter in den Haus und der wird die sein, was die noch fehlt. Und so, weißt du, was interessant ist in dieser Geschichte? Das Peter, wir noch nicht rein. Das Petrus hat es so zu hören, das Evangelium ist für uns, als Juden. Jesus war doch ein Jude. Jesus kam nicht der Juden. Und Jesus selbst hat immer gesagt, dass wir für die Juden das Erste, aber die Jünger haben vielleicht nicht von uns gehört, wenn du ein Erster ist, dann sind nach ein Zweiter, ne? Und so, nu muss das Peter reingemerkt. So, mein Freund, wenn du beten lässt, Gott ist an der Arbeit, hat das Jan eng vielleicht Wort reinmerken, oder wem reinmerken. So, wieder beten, mein Freund. Kornelius hat gebet. Und was fehlt diesem Peter? Diesem Peter fehlt zu lernen, dass das Evangelium ist für allen. Sogar für die Heiden, sogar für die Römer. Die Juden hatten keine Leid für die Römer. Das wären ihre Herrscher, ihre Meister. Die mussten sich nicht tags tun. Und nu muss diesen Peter noch reingemerkt. Nicht, dass jeft Gott diesen Peter 3 Mal eine Vision am hungert. Und vielleicht habe ich gedacht, ich habe Hungerkultur. Aber er schlaft sich auf ein und dann kriegt er eine Vision. Und die Vision ist eine Dag. Und die sind alle Tieren drin. Die sind Schlangen, die sind Heine, die sind Schwein. Dann sage ich eine Stimme zu ihm, nicht schlafen, et. Dann sagt Peter, Gott, die hast du uns nicht verboten. Ich et nicht anrenet. Und dann sagt Gott, was ich gemerkt habe, ist nicht anrennen, was du nicht dort anreinhalten, was Gott reinhalten lässt. Das passiert 3 Mal. Und dann kriegt er, was euch put hat. Und dann wird er auf Jas. Und wir sind jetzt im Kornelius in den Jungs, die Menschen, die Frauen ist, dass Peter wird mit mitkommen. Wegen Meister Kornelius hat ihn gefragt. Das Peter wird nicht rein. Wie ist meine Frau an die? Wird er bloß eine Liebe über Eden? Die Antwort ist nee.
En eigenlijk wie gaan we geloven aan dat eten is heilig en dat eten niet. We gaan geloven aan was eten is gezonder als on het eten. Dat is ganz klar dat was het vlees is gezonder als schweinsvlees. Hoewel dan daar zou je zeggen van alles een beetje. Maar dat is ganz klar. Schweinfleisch, wenn es nicht je goeie gekocht ist, oder sogar Hühnerfleisch, das ist gleich gut für die. Wasserfleisch ist einfach gesünder als anderes Fleisch. Und so weiter. Aber das ist nicht arg oder unheilig. Aber das wir nicht die Liebe, was Petrus hier fehlt. Hat Petrus nicht Lothar Schweinsfleisch gegessen? Ich glaube nicht. Hat er Shrimp gegessen? Ich glaube nicht. Wenn das wir Dinge, was die Juden nicht eten, die Juden eten nicht Catfish. Und dann wir sind, was der Groven deed, das ist ein Schwein, ein Catfish. En dat Schweinchen, dat eten ze niet eten. Dat is einfach bloß gesünder. So, wat wil God Petrus hier leren? Well, dat hat nicht mit eten te doen, mijn vriend. Dat hat te doen met jed leven dat jane mensen zijn aarden. Jed leven, je wil niet mal in der huistoop met de toop zijn. Maar du zoals niet in zijn huis. En du zoals in het evangelium vertalen en dat is voor die ook. En dan reist Petrus met hem met. En kwam te doen Kornelius in huis en Kornelius wel voet zich ver am knien. Petrus zei, no, doe niet. Ik ben een mens, krijg dus du. Vol deemoed, vol des Heiligen Geistes. En vraagt en wat kan ik voor je doen? Wat fehlt je? Dan vertelt Kornelius aan dat hij weer 3 dagen 3 in gebed was. En wie op eenmaal een mens, een dag gekleed, een engel, die had gezegd dat hij zal Petrus roepen. En die wordt hem vertellen wat God wil. En dan sagt Petrus hier, nie halt wat je leert. God heeft niet een aanzien der persoon. God heeft niet favorite, zei dat Engels. Maar hij weer immer am fürchten dat. En dat wat reich is, voor dem heeft hij een boodschap. En wat is de boodschap? Cornelius, die heeft het enorm reich gedaan, maar die fehlt nog één ding. Die fehlt Jezus Christus. Der is gekomen, der is gestorben, der hat ihn gekreuzigt, der is opgestaan. En hij wordt een dag rächen, de doodjuk de levende. En dit is de van dem de profeten im Alten Testament geredet haben en geschreven haben. Cornelius wordt ganz bekend geweest zijn met het Oude Testament. Hij weer Gottes fertig. Nou, wat Cornelius dat opgedacht zijn. Al dat im Alten Testament. De arche, waar Abraham Isaac opferen wilde, wij durven niet. Dat gebod, wat God Moses geeft had op Sinai. Jesaja 53, dat redt alle van een mens, de Gottmensch, Jezus Christus. En dan wordt Cornelius dat opgedacht zijn. En dan zegt hij wat interessant. Zoals Petrus vertalen deed, kan de Heilige Geest op deze mensen, op welke mensen? Cornelius en zijn familie en zijn arbeiders op het ganze huis. En Petrus had hier ook nog ja's met. Hij had Jüdische vrienden, wat met Abendtag weer metgekomen. Daar had ik juist niet van geredet. Wie niet was Petrus hier. Er waren een groep Juden, weer niet in Cornelius in huis. Nu moeten zich wonderen dat de Heilige Geest is niet op deze opgevallen. Wo wissen ze dat? Die reden in tong. Die werden gelovig geworden. Die hadden Jezus aangenomen. En nu weer de Heilige Geest op die gevallen. En zegt Petrus nog een ding. Zegt hij, wat wil ons stoppen? En wer is degene dat we deze niet duiken doen met boete? Wenn die han krijgt zo goed in Heilige Geest gekregen als wie, der ein Geest. Dat is waarom de schrift redt van een Geest en een Taufe. Dat redt niet van we verten, dat redt was van das was ein Geist und eine Taufe zur Bekehrung. Alright? Dann sagt er zu früh um Petrus und um vor dir blieben. Nu waar we bald trouble haben über das. Wir sind hier in Apostelgeschichte 10 und wenn ich checken dann Apostelgeschichte 11, ich wollte hier mal aus sich rausmerken, dann waren wir an, dass Petrus ist in Trouble gekommen. Hier in Apostelgeschichte 11. Er macht auf einmal zu Donnerstag, er macht auf einmal für eine Meeting. Because Petrus, du bist in een heidnische huis geweest, een heidnische. Du hast dir auch das Evangelium verteld. En du hast dir niet Glück geteilt mit uns als Juden. Das wird sehr interessant sein, meine Freunde. Heute hier wie 1250. KIKZ. En Bill 3. God bless you. I had gone astray, I had lost my way when I called upon His name. Then He rescued me, now the song will sing.